Willkommen bei Dreckstart, der Lützeburger Gaming Show auf YouTube. Für Obsomersch alle gute Films merci für die viel Views und für die Feedback, den wir bislang schon kriegen. Das hat uns wirklich gefreut und das motiviert uns natürlich weiterzumachen und also auch von Woche zu Woche zu verbessern. Ja, voilà, das ist als zweite Episode. Dann ich begrüße dann heute den Mike Olowski, den Jimmy. Was hey. Bei uns? Ja. Ich schon hören, du hast gestern einen kleinen Rencontre mit den anderen. Ja. Und du hast gemacht, ist das ausgegangen? Ich weiß nicht, hin ist fort. Also. Okay. Okay. Und auch nach bei uns den Hinkel. Salut. Voilà. Dann machen wir ein kleines Review von der letzten Woche dann. Diesem Channel dann dabei an unserer ersten Woche gelaufen ist. Na, los komm. Voilà, da hat man... Wir hatten den Shitpit. Okay, das war den Hinkel, Hannes. Genau. Rocket League gespielt. Rocket League, so geil gespielt. Also das muss er unbedingt spielen. Dann, ja, wie aus der Ausgang in einer kleinen Tafel gemacht. Einmal der Shitpit. Mike, gewonnen. Hinkel. Nicht gewonnen. Ja, nee, es war cool Match, also in jedem Fall, ja. War schon direkt Battles und du schon Rappun. So, Battles, Samstag, da war Mike, das war Mario Kart. Ich Platz, okay. Hinkel, 2 Platz, okay. Wir gehen dafür, ja. Ich Platz kriegt 3 Punkte, 2 Platz kriegt 2 Punkte. Der PJ war auf 3. Platz, E-Punkt, Jimmy, okay. Und Dünches war ich drüben mit Konsolen. Das war cool, ich hatte die Membership geschwärzt. Ich hatte PS Plus, ich hatte PS4 Plus Membership, ich hatte Spieler getestet und ich habe ein bisschen mitgedealt, wie sie so waren. Ja, dann Mittwochs. Ja, Mittwochs war dann Hinkel. Ja, Mittwochs war mein Tag. Du hast ein bisschen über Quake 4 geschwart. Wieso ich das gemacht und ich das Spiel einfach rum von der gedacht, okay, wieso nicht, schmeiß mir da mal rum drauf. Und ein bisschen wenn es Nostalgie. Das war definitiv cool zu gucken. Ja. War cool, ich habe mich richtig rumgefräst, ein bisschen wie ein kleiner Kant, wie Demo zu 30 kommt. Ja, wie war das? 2005 war das. Schon 10 Jahre hier. Genau. Voilà, Donnerstag war du Jimmy sagen möchte wieder. Ja, schon der Mobile Corner. Genau. Spiele an meinem Handy an schon Evoland reviewed. Ja. Das ist ein Hommage von klassischen RPG-Spielern. Mhm. Das von seit 2 Jahren aus am Steam und letztes Jahr war aus an der Google und App Store. iOS App Store. Ja, Evoland. Wirklich cool Spiel. Ja, wirklich cool Spiel. Evoland 2 sieht top aus. Ja, Evoland 2 sah schon aus. Also für die nicht gespielt haben, die werden in 2 sicher auch spielen. Ja, ich wollte immer zu auch ehrlich gesagt. Ja. Da können wir dann noch ein kurz nehmen, denn Jimmy schwätzt normalerweise Französisch. Und extra für erst möchten sich die May an der Show dann Lützeburg zu schwätzen. Gut aus, Jimmy. Ich kenne den auch gut. Wenn du Lützeburg schwätzt, muss man viel schwätzen. Ja, verzeiht uns von mir mal zu lernen, wir hören hin nie Lützeburg. Top, ich gehe Schmei an Kudos und den Jimmy. Merci, dass das erzählt. Gut, dann Freitags war mein Tour, wo ich Speedrunners PC einmal präsentiert und ein bisschen erklärt habe, was das so ist, wie das so funktioniert. Und ja, ein bisschen gesagt, dass ich das Spiel immens gehe. Ja, so kleine Review. Voilà. Also am Freitag, Samstag sind Battles, das haben wir ja schon gesagt. Ja. Und da sind wir am Sonntag und wir sind high. Andere? Ja. Und wir gehen nämlich fort. Voilà, dann kommen wir zu den News. Da sind wir ja. News. Den 22. und den 23. August 2015 fand zu Köln an der Lanxess Arena der weltweit größten Counter-Strike-Turnier statt.
dort treten 16 Teams gegen den un und zwar am Counter-Strike Global Offensive den letzten an gehen sich 15.000 Zuschauer erwart an den Preis den zu gewonnen wird für das ganz sind $250.000. Du lohnt sich schon mal um Gamer zu sehen. Und da so ein Gamer gefühlt am Keller hängt dann nicht mehr. Also ja, Also, man sieht mal, Suche verdenken anders gut für Nee, die Menschen viel so aus. CSGO ist cool. Also ich hatte doch schon einmal gespielt. Das ist wirklich cool. Natürlich. Ich war wenn ich do für Konzert an der Langsess Arena und das ist eine riesige Halle. Also ich meine, so ein Basket gedruckt benutzt für Basket. Ich meine, das ist ein um die ja, das ist an der Gräß. Also das ist okay Fußballstadion. die wir holen wollen. Also das war war ja Das ist Köln, ja. Was dafür kostet? Sieht man da. Ja, war Fall groß und cool. Also ich kann mir vorstellen, den Event, den geht sicher mega. Anstatt auf hier 15.000 Gamer bei einem Coop. Das fand ich auch immer cool, zum Beispiel, wenn ihr guckt, wenn ihr Südkorea guckt, von den Turnieren, man, ich weiß, die machen Mission Starcraft oder was. Die Fans, die richtig Fans, die blären, das ist wie wenn ihr Fußball reinguckt. Ja, du hast auch, da muss ich nicht so weiter ran rankommen, die haben noch richtig Profi-Teams. Das steht immer mehr auch mit MOBA, League of Legends. das ist genau da. Das ist einfach verrückt. Also den Event ist schon cool. An Hearthstone. Wenn ihr genau am August ist. Das sind 22. und 23. August. Ja. Gut, dann nächstes Thema. Fallout Shelter, das hat man ja schon letzte Woche annimmt, Mobile-Spiel von Bethesda. Das wird an den ersten 2 Wochen wird das über $5 Millionen rabbrucht. Das betrifft auch just nicht Amerika, also dass sie just Verkaufszahlen in den USA, und nicht Rest von der Welt. Und natürlich, wie gut das für Androiden nach nicht raus, also ist das doch rein nicht ein iPhone. Das ist an 2 Wochen iPhone, just in Amerika, über 5 Millionen. Geht hier los, gell? Für ein Free-to-Play. Ja, voilà. Das geht hier los. In dem Spiel musst du nicht kaufen. Du kannst das Spiel genauso gut über $5 Millionen. Und da machen sie über 5 Millionen an 2 Wochen. Und dann verstehen verschiedene Leute nicht, wieso das immer mehr auf die Free-to-Play-Dinge da absprechen. Ja, das ist aber wirklich fantastisch. Ja, natürlich. Ja. Und plus der Ding ist $100.000 kostet für das Spiel zu machen. Ja, ich weiß nicht, mega teuer. Das ist schrecklich teuer. Also du hast nicht so viel AAA-Titel mit. Was kannst du an dem Spiel kaufen? Ich meine, just Launchboxen. Ja, du kannst so Boxen kaufen, wo du verschiedene Items sie kannst. Das ist just das. Also ich habe nicht gespielt. Ich meine, das ist... Ja, ich habe... Ja, ich just Launchbox. Du kriegst Personage kriegst du dran, du kriegst mal ein extra Kostüm, weil die Kinder ja dann extra Special und... Cosmetics oder so. Nee, ja, für den Menschen eben. Hützig kriegst du kein so aus dem Spiel raus, wissen du? Alles auf dem Just das ist PvP oder so. Nee. Das ist egal, was du kannst kaufen. Das ist... Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich meine, die noch Candy Crush Saga vom Ja, sie haben Dave vorgestellt, das ein gutes Bastard. Zwei Menschen, zwei. Waren da 2 Wochen? Okay. Candy Crush. Candy Crush macht immer mehr Geld. Ein Problem hat viel Handyspieler als das. Sie verloren sie verlieren die Popularität. Und Leute bezahlen nicht mehr für IPs. Ja, das ist auch gut so. So, den Dings. Fallout Shelter hat 5 Millionen, mehr geht wahrscheinlich nicht über 10 Millionen. Nee, ich so nicht. Das ist weil du Android-Version herauskommt. Ja, die kannst du auch spielen. Die wahrscheinlich aber vielleicht nicht mehr so viel, weil sie haben es ja auch gesehen, weißt du, was das Das ist immer schwer. Das kann sein, dass die vielleicht echt Lust verlieren, für die das Spiel direkt. Das ist immer schwer für uns, weil du auch nicht weißt, also du eine echte kleine Gruppe von Leuten, die viel Geld ausgeben oder wo ganz viele Leute ein bisschen Geld ausgeben. Das ist schwer immer zu sagen. Ich meine bei 5 Millionen. Boah, bitte ist da Fallout, das ist natürlich auch eine große Nummer, das bringt automatisch viel Like natürlich. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. So. DSPN,
das nicht gerade bekannt kennt ja aber das Entertainment and Sports Programming Network Fernsehsender an den USA den üblicherweise für Sport an einer Evenementer die verdreht kommentiert und so weiter. Voilà, auf dem Fernsehsender gouf das Jahr am April ein Turnier von Heroes of the Storm von Blizzard überdrohen. Darauf hin hört ein von den größten Persönlichkeiten, die bei ESPN schafft, den Colin Cowherd. Den heißt Cowherd. Colin Cowherd. Kuhherde. Ja, aber Kuhherde. Boah, wir sind nicht direkt mit Leuten hier nehmen. Nee, wir haben das noch nicht gemacht. Klingt halt witzig. Klingt halt witzig. Bei ihm hört auf der Antenne hört hin Gamer am generellen Ugegraf verbal wird gesagt, die soll den am besten an den Keller sperren und nicht mehr rauslassen. An falls jemals ging von ESPN dazu abgefordert gehen oder forciert wird gesagt gehen für so etwas ein Gaming-Turnier oder so darüber zu berichten oder zu kommentieren und so weiter, dann gibt es können. Bon. ESPN an hin sinnlo getrennter Wege. Ja, was kann ich dazu sagen? Ich persönlich fand ein bisschen traurig. Ich meine, kann ich für seine Meinung, war das nur Spieler gut oder nicht gut oder was auch immer. Ja. Wenn es bei einem Sender schaffst, den schon Entertainment and Sports am Namen hat. Ja, aber das wollte ich auch sagen. Ja. Und du überdrehst ja auch andere mit kleinen Sportarten, die du vielleicht nicht so groß am Teamsportarten sind. Und dann hast du so große Probleme mit deinem Geschicklichkeitsturnier. Ja, ich meine, ja, voilà, das ist ja auch, also das ist nicht Sport, der körperliche Sport. Das ist ja okay. Ja, aber andererweise kompetitionsfähig. Voilà, und es gibt auch noch viele Regeln, das kannst du, also laut einem Regelwerk an der Ausübung kannst du das Sport definieren. Ich weiß nur du hast den Regeln, du hast den Viergang, du hast den Taktiken, wie an einem Fußballspieler hat. Kennst du das Sport definieren? Ja, Schau-Sport. Voilà, Schau-Sport. Also, das ist klar, dass ESPN etwas so probiert. Voilà. Ja, das ist das normal. Ja, das am Anfang kann ich gerne der Meinung sein, dass das nicht darauf gehört, mir so offiziell so ein dämliches Statement zu machen. Das ist normal, dass hier wir sich getrennt sind. Ja, also fand ich auch wir sind ja doch Poker. Championships oder so. Kann ganz gut sein. Du hast ja wirklich keinen großen Unterschied. Mit das eine Kompetition. Ja. Mental. Ein Heroes of the Storm Turnier ist ganz klar. Nee, weil du sitzt für den Computer, so hast das nicht. Ja, den wird wahrscheinlich einfach allgemeine Probleme mit Spielern oder so. Ja, ich meine, ist nicht professionell genug für das daneben 19 Arbeitsplätze. Ich meine, ESPN, also auch da haben Russisch, auch für unser Entertainment und Sports. Ja, so Sport natürlich. Wo ist sich mehr um den Sport auch angedreht, also auch mehr wie ein Sender, ich meine, es sind da 3 oder 4. Ja, das ist ja. Und die Sendung war ESPN 2 kommen eigentlich. Ja. Also für mich wäre es etwas ziemlich einfach, das ist den Namen. Voilà, du kannst ja, ich meine, dein Patron, den ESPN-Chef oder so, die forciert ja dann noch bestimmt nicht irgendwo weißt, den hat absolut keine Lust, den hat keine Motivation dazu, den kann das nicht richtig, weil er nicht von Spieler versteht, dann holen sie sowieso nicht gerne den. Es gibt so, dass hier Wehrtrennung wahrscheinlich echt, so hier könnt das hin auf der Antenne eine ganz Gruppe von potenziellen Zuschauern gesagt wird, die sollen an die Keller sperren. Ich meine, das ist wahrscheinlich echt da. Ja, deine Meinung ist nicht zu verlieren. Nee, das nicht, wirklich nicht. Voilà, das wollte man doch noch mal denken. Ja, kann ich ruhig mal wissen, eine Herzkampagne. Voilà, dann könnt ein cool Nachricht für alle Resident Evil Fans. Oh yeah. Du hast lo ein kleines Indie-Team Invader Games Station Day. Die schaffen momentan einen Fan-Remake von Resident Evil 2. Und zwar wird Dungeon Unreal 4 benutzt für das grafisch mal ein bisschen abzupushen. Weil ja, das Spiel ist ja von 1991. Das heißt, du kannst ihn auch ein bisschen etwas verbessern, zumindest visuell. Voilà, das ist im Gang dazu machen und das soll dann noch schon für diese Sommer soll das schon rauskommen und das soll nicht kosten. Voll cool. Also du hast schon Video mit gesehen. Ja. Was ich aber also wollte nicht schon direkt rübergreifen, aber ich habe auch gelesen, Capcom selber und nämlich nur im größten Success von Resident Evil 1 schon gesagt, sie machen auch ein Remake. Ja. Und das ist ja recht für, ich meine, drittes Quartal für nächstes Jahr. Ich meine, du hast nämlich den dabei, ich sehe leider nicht, ich weiß den Namen nicht mehr, den
Kreateur oder von Resident Evil, den hört dem Jorloden beim echten HD Remake den dat mat gemacht das genau seg Vision just mat neue Engine an und so weiter. Den as mengenisch Weitstadt wees beim zweiten as den aber net mit ja weil den zweite Grot ja vom nie Remake weil den nächsten Inkompetenz zu artikulieren dat ist aber ganz gut noch an ja mit den der Resident Evil Remake op der Gamecube schon dann den 2 der war auch mein auf der Gamecube rauskommen mit der war da hatten sie einfach höchst Port gemacht fertig den hun schon noch zu him rein den 2 den von mehr cool als das Landschaft das nicht an dem sind was wir an der Stadt aber Raccoon City man Leon as kennen badass und dann der andere schon feiert zu machen verrückt das wirklich ein krass schön wissen du mal doch mich am sehr für paar Sachen zu machen du kannst du mal 10 machen das verrückt auch die ein Video wo sie Paris mein durch die Pozimmerin du laufen das Appartement das auch ganz an der Engine gemacht oder komplett Remake vom Super Mario 64 Sonic auch das war auch ein Remake von Menge so World of Warcraft ja sie gleich probieren zu dem hat auch Sinn zum bei ganz andere Spieler wo du siehst die wo du wirklich kannst einfach grafisch nach so verbessern im Spiel sich gut aus und so weiter einfach auch viel Jungleute die wahrscheinlich kann das verstehen schnell sie mir schon ein bisschen ja ich spiele auch mal zum Jahrspieler und es steuert das nicht mehr sie um denen so groß wie sie waren ich verstehe natürlich auch wann es nur haut zum Beispiel einem ich weiß noch nicht 15-Jährigen oder so gegen so spielen gehen wo wirklich als erkannt hat und du siehst keine Schwierigkeiten Menschen für das war das menschlich war für alles schon krass ich freue mich auch immer wirklich dass ich mich erinnere immer mal rum wann ihr den neuen Spiel rauskommt man ziemlich für die Zeit dann geniale Grafik wir schwes also immer Gefühl hat dat gesagt jo so realistisch haut west du was dann zurückguckst okay nee haut was Beispiel Chris immer wie das in der Zukunft weil Spieler von Haut die einfach schon ich freue mich immer mir da tun ich für den und so gedurcht so realistisch so gesehen haut mir realistisch als mir dann an 10-20 Jahre aber so ich mengen den das war exponentiell an Blut aber bist du in der Tür ja schon Flashbox so ziemlich Algorithmen ja das ist die man die Brille eisen so frei gesagt hat so spielen hoffen dass der ganze Projekt nicht so end wie den HD Remake von Mario der sie auch gemacht hat wo Nintendo gesagt hat nee wir wollen eliminieren dass den Remake einfach schon ein Zeit schon im Gespräch also weil ich denke war Capcom cool wahrscheinlich schon so okay doofschweifen keine Ahnung dann kommen mal zu enger News für alle von der Xbox Windows am Allgemeinen Windows 10 soll den 29. Juli rauskommen an schon lo kann hun sie freigeschaltet dass sie kann Spieler von der Xbox One op PC oder Tablets streamen. Der Tisch anderen plus mat der backwards Compatibility die sie auch ugekönnecht tun as dat ja schon aber eine ganz interessante Entwicklung die an Mengen an Xbox Lomolem bisschen méi nur verbringt das final geil dass einfach kannst
oh nee, du musst schon Kabel wechseln, du musst Schalter machen, Stromstöpsel, du musst einfach just denken, was Bier geschieht. Für mich ist sowieso, für mich ist das ganz so ein bisschen komisch, wieso die neu das nicht können. Ich meine, das ist einfach just auch ja, das ist für sie zu promoten. Ja, ich schon so gefühlt, dass ein bisschen ein Design-Choice für das Spieler Strategie. Rein technisch ist kein Problem, das zu machen. Nee, dafür. Und ich meine, dass eben davon so gesehen, alle Menschen meckert, da wissen sie wissen schon viel aus der Wand leider alle Guten, das dann unbedingt hätten, da können wir uns kommen, also ja, was wir können. Ja. Ich meine, auch Sony muss ich ja so, hört ich auch nicht, wo sie PS4 herausbringt, schon und natürlich auch die gut Sachen, die so gekönnt tun, das war alles aufgrund von Info, von Oppasse, was wollen sie unbedingt gerne viel können eben dem Moment so, ha, da tun wir ja, war muss ich noch. Bei der ersten Präsentation zwischen Xbox und PlayStation war es wirklich nicht schwer für PlayStation. Xbox so viele Sachen von ihrer ersten Präsentation müssen zurückziehen, weil man so, du kannst nicht machen. Zum Beispiel, da sind Spieler müssen dann konnte ich just D-Schlang verlehnen. Dann hast du mich online bezahlen. Also so komisch Sachen. Kamera, die ist missen dabei. Gott sei Dank. Ja, mich muss auch. Sie hatten einfach keinen guten Start. Sie hatten einfach keinen guten Start, dadurch, dass sie das hatten. Sie waren ja im Virus die viel repräsentiert so heißen als Quarte wir wissen nicht was Sony ist Sony konnte natürlich da so okay ja dann bringt den du aufgeschwatzt doch der PlayStation war noch mal der Sega Saturn Sega hat Konsole präsentiert an sie gesagt $500 dann als der Präsident von Sony kam an hin nicht mehr gesagt $350 ciao fertig den hat so durchgezogen keine schlechte Strategie machen oder so mit mir bald vor dass sie gut Nachrichten für Xbox das heißt das kennt sie mal ein bisschen rückbringen dann noch. Ja, auch gut aus, weil Kompetitivität das pusht ja in den Konkurrenz kann man so machen auch da wo dem so viel so ja anspannend am plus am wir sind alle Gamer an die Konsole kriegt den immer aus Präferenz aber allgemein spielen alle gerne Spieler diskutieren immer just über das Thema sie verteidigen immer just hier Konsole sie kennen weil so ein Riesenunterschied als Spieler und nicht dabei und so vielleicht ein Techniker was der weiß wo der Unterschied liegt dann müsste nach mal kein Argument so nö die du hast besser für Diana weil spielen sind dieselbe Spieler teilweise okay sind exklusiv so mehr Spiele gern okay aber am Ende das der sich wie kann wissen Öl schon Feuer geheim schon spielt der Auto mit dem Computer das ist okay wir kommen nach dann zu dem letzten Thema von den News und da das Logo Spieler gained Hacker das heißt nicht just dass du Protektionen raus das Hacker nicht hacken können und den Spieler mehr Spieler die effektiv gained Hacker gehen zum Beispiel Binary Fission das ist ein Spiel wenn extra dafür konzipiert das das ist ein Puzzlespiel das heißt der Spieler der muss Puzzle lesen wo muss farbig Atompartikeln so schnell wie möglich ordnen während dem es hindert möchte wird am Hintergrund ein einer Software die da gespeist wird geguckt ob die Bugs wird oder Schwachpunkten für Hacker die sie können angreifen und so weiter klingt komisch ist aber so also ja das fand ich cool das ist eine coole Initiative ja von den Device also sind Medianspieler die mehr von Hacker ich soll mal veranstalt gehen ich weiß nach dem ich weiß für kurzem hatte ich Modern Warfare gespielt an kein Lobby von kein Fond von den Irgender den ja voilà ja das sind die Leute die immer Museum und sich ranhacken du musst du kannst gegen 4 Grund von das kein schlechte Initiativ das an Spielen für das Spieler selber können matt helfen liest Methoden vielleicht nicht überall mehr beim PC zum Beispiel ist sowieso schon bei Steam wo du den VAC Punkbuster schon viel Sachen
Ja, was gut. Naja, da bleiben Schluss nach zu so bleibt das nach 2 interessanten Datumer zu präsentieren, und zwar den vom 23. bis zum 26. Juli des Jahres lebt QuakeCon 2015 und zwar zu Dallas und Texas. Voilà, also gerade voll im Gang. Ja, Genau. Da das interessant und dann vom 17. bis zum 20. September als Tokyo Game Show. Oh, yeah. Das ist nicht so groß wie D3 und so mehr, das ist aber auch ein von denen. Das ist von dem enorm muss ich für den Raum Asien. Also das Tokyo Game Show, das E3 und Gamescom. Voilà. Gamescom hat am Anfang die meisten Zuschauer. Ja, Gamescom aus ihm. Ja, mir werden die auch mehr konzipiert für E3 als Presse-Event und wir sehen da, wo der Gamescom auch, du hast ja verbunden in... Gamescom aus den nächsten Tag immer für die Presse. Ich will mich schon nicht fast. Also war es so, dass ob der E3 als Press und dann nicht alle Leute, YouTuber und so, und Fans, wer darum, aber bei Gamescom ist es umgekehrt, du hast ein oder vielleicht mehr Days für drin, wo rein für Presse ist, und dann geht der Showfloor ab für alle guten Fische. Ja, kannst du gelesen, also du waren Gamescom last year hat 350.000 Visiteure. Das ist verrückt, ja. Das ist riesig groß. Ja. Das ist geil. Leute am Keller spielen. 350.000. Ja. Wobei Tokyo Game Show hat 230.000. Wenn die für drin hat als Rekord 270.000 Visiteure. Also das ist für den Raum Asien, ja, und das ist auch größtenteils und ein kleinen Prozentsatz, den aus Nordamerika und Europa geht. Mais für den Raum Asien ist das die große Game. Ja, natürlich. Das ist schon cool, aber... Hast du nicht gesagt, dass das eine Halo Championship auch so gerne ist? Den Halo Championship. Ja, was kannst du... Also da war noch Evo, Evo, du habe ich bewusst nicht drüber geschwärzt. Weil... du so nicht auch, ich meine, ich so noch Merci und den Meister 10, den hast du auch hingewiesen wird, dass Evo ein Thema wäre, wo ich drüber schwätze. Ja. Und du hast den Jimmy einen Bericht gemacht über Devo. Devo, stimmt. Dann guck mal, den mal an. Ja, sag mal, ja. Vom 17. bis 19. Juli war die 14. Edition vom Evolution Championship Series, den Evo 2015 las. Das ist ein jährliches E-Sport-Evenement an der größten Kampf-Videospieltournee an der Welt, wo Tausende von Teilnehmern ihre Chance über 3D probieren, für einen unterschiedlichen Videospieler Preise zu gewinnen. Dieses Jahr war den Tournee zu Las Vegas, mit wie immer könnten die Leute daheim auch die wichtigsten Kämpfe auf Twitch gucken. Die Leute, die Tickets kaufen, könnten ihre Konsolen an Arcade-Kabinen mitbringen, für mit anderen Leuten zu spielen. Die Organisation hat dafür einen großen Saal mit Fernsehern für die Leute angestellt. Den ersten Tag war reserviert für die Finalqualifikationen an alle Spieler. Den Turnier hat ein Double-Eliminationssystem. Alle Spieler fangen an die Gewinnervorschritt an und kriegen eine zweite Chance für das Finale zu erreichen, wenn sie verlieren und auf die Verlierervorschritt gehen. Den Abend sind die ersten Finale gekommen. Am Ultra Street Fighter 4 haben wir schon seit dem Top 32 exzellent Matcher gesehen. Ein witziger Moment ist zwischen dem Punko und den Onisan vorgefallen. Den Onisan hat sein T-Shirt aufgezogen und sie auf den Punko seine Schillerin abgestellt, für ihn zu provozieren. Aber der Punko hat selbst gemacht und sie haben den Rest vom Match so gespielt. Das Großfinale war zwischen dem Momochi und dem Gamer-B. Den Momochi hat die erste Runde unschwer gewonnen, aber die zweite Runde war sein Joystick aufgeklemmt und hier muss die Runde überlassen. Glücklicherweise hat er die letzte Runde gewonnen. Am Persona 4 Arena Mix haben wir eine all-japanische Top 8 gesehen, die wirklich dominant war. Den Show hat ein Finalmatch gegen den Tahichi überzeugend gewonnen. Den zweiten Tag hat schon mehr Finale.
Am Super Smash Bros. Für Wii U wurde den Chilena Zero sein 41. Konsekutiv-Turnier gewonnen. Es war ein perfekten Turnier für ihn an so gut konnte Mr. R nicht dagegen machen. Es war keine Überraschung, dass das Final für Tekken 7 nicht bei Amerikanern dominiert war. Aber den amerikanischen Tekken-Spezialist Mr. Naps hat sich am Top 8 geschlängelt. Sie haben all die Komplexität vom Spiel gewesen und nur einen intensiven Showdown zwischen den Ao und den Nobi, den gekrönt war, könnt ihr sicher sein, dass ihr den Turnier nächstes Jahr nicht verpassen können. Den konstanten Changement von Kämpfer am Killerinstinkt ist wirklich einzigartig zum Genre. Es ist viel mehr wichtig, andere Kämpfer zu können, wie es konfirmiert wurde beim Rico Suave, als hier mit 5 Kämpfern den Turnier gewonnen wurde. Am dritten und letzten Tag haben wir bald im Finale gesehen. Den Ultimate Marvel vs. Capcom 3 war immer gegolten als ein Spiel von Amerika und seit 2011 hatten wir nur 2, die nicht Amerikaner waren am Top 8. Also war es schockant, nur 3 Amerikaner am Top 8 von diesem Jahr zu sehen. Das Großfinale war zwischen den Chilener Kane Blue River und den New Yorker Ray Ray, mit der Kane Blue River als Gewinner. Den Super Smash Bros. Melee hatte paar schockante Momenten, als der Mango sein drittes Evo-Trophäe nicht daheim gebracht wurde, aber der größte Schock kommt vom Club, den Feierten war, an den Leffen eliminiert wurde, wie der Favorit für den Turnier zu gewinnen war. Am Ende hat ein Armada gewonnen mit einer ball-perfekten Performance. Am Mortal Kombat X waren viele Chancen gebracht, aber die Spielerinnen haben sich nur den Matcher auf Bühne gedreht. 17 Jahre alt Sonic Fox hat den Trophäe gewonnen mit einer erstaunlichen Leistung. Das Finale war am Guilty Gear X3. Die Leute wären nicht enttäuscht, als ein Ogawa sich die Victoire gegen den Nago gekriegt hat. Diesen Turnier hat auch höchstwahrscheinlich den größten Fail von der Evo 2015, als den Woshige zu frei gefeiert wird. Ihn hat gedacht, dass hier den ganzen Match gewonnen hat, wenn danach ein Run war. Den Ogawa hat die Opportunität ergreift und Tron schnell gewonnen. So ist den Evo 2015 fertig. Es hat viel Spaß gebracht und die Edition vom nächsten Jahr verpflichtet sich wirklich interessant zu gehen. Das war ja unter anderem ein cooler Beitrag. Gut, Jimmy, ich wusste. Kudos. Cool. Zum Beispiel war es heute plötzlich. Cool. Cool. Robot Baby. Ganz gut. Du machst dann noch Devo-Fans Evo, also wirklich ein cool, wirklich ein Riesen-Event. Also Leute sind auch durchgedreht. War, aber Las Vegas, die Amerikaner, gell? Die drehen sich. Ich fand das ist ja doch her, dass die meisten, die viel vertreten waren, ja kein Amerikaner. Ja, aber die Spieler hier, ja, aber die Fans auch bestimmt. Stell dir vor, du gehst auf hin, für selbst zu gucken, du bist zu Las Vegas, du bist ziemlich viel berauscht, du bist am Geldrausch, du bist am Game Rausch. An anderen Sachen. Das ist bestimmt interessant, an den Kanal zu sitzen. Aber Las Vegas geschieht bleibt das. Ja, mit Evo war auch an 2 Casinos. Zwei, ja. Für die Konferenz. Also, Tüte war von diese Stimmung als gesehen. Ja, wirklich cool. Also, der bestimmt doch cool gewesen, du einfach Lust an die Leute zu sehen. Ja, wer solche auch macht, die auch was schon nicht mega Fan die Spieler so spielt, wie die zocken. Ja, das sind nur gut gesetzt. Das ist schon. Ja, wirklich nice. Der Fail,
der Film von Jahrhundert, gell? Boah, und dem Enthusiasmus kann ich mir vorstellen. Er hört es so auch gestanden, Engel. Ja, aber trotzdem, was da das Herz war gebracht. Wieso? Ja, ich meine, Kinders aber Pferden am Ende kommen. Aber nach. Das war nicht so schlimm, das verloren, wenn sie sind. Nee, wohl voll. Ey, coolen Event. Dann, Mike, du hast selbst mal durch. Ein kleines Video. Ja, über die Spieler vom Juli. Das ist nach Was man nämlich schon in Zukunft immer mit machen, was natürlich als Gaming-Sendung machen wir natürlich kleinen Beitrag dazu, welche Spieler weniger am Mond rauskommen, respektive welche kommen diesen Mond raus, wirklich, dass wir so spät angefangen haben und schon so gut wie Ende Juli ist. Und ich einen kleinen Beitrag gemacht, welche Spieler all diesen Mond rauskommen sind. Und dann gehen wir am Beitrag. So, das war ein Spieler aus dem Juli, das war ein ganz schön schlecht. War schon unbedingt vollzogen als PS4 Halo Journey. Und das Spiel fand ich genial. Und das für jeden, den der PS3 hat, gratis für PS4. Und das Spiel, wenn ich nicht tut, also da werde. Das ist zwar nicht lang, aber das ist ein geniales Spiel. Für Drohnen hat ich nie so gespielt und seitdem habe ich nie mehr so ein schönes Spiel gesehen. Also, das Kunststück. Ja, das ist definitiv Kunststück und ich finde das mega gerne. Und dann mit The Wars 3 wenn mein Video gesehen und dünchten hunsche böse Bildmaterial von der will gucken auch da wäre zu Hund und ja Gott of War Remastered aus von den Natur der Wert umzutasten. Dann haben wir nach Ninjas. Spiel, wo viele Leute sich freuen, wieso das schon Machschers. Das scheint die Spiele so ganz komplett zu sein. Also das war so gedurcht und dann muss ich sich auch noch vorstellen, wie die Developers. Ja. Die Sache wie kein Sounds, teilweise von den Personagen, von den Animationen. Du hast zwei Personagen. Der Designer ist interessant, dass du hast zwei Stücke gemäß, die auch Ninjas sind und die dann halt eben das ein Hack-and-Slay-Spiel. Ja, Design wie gesagt, das ist interessant, mit Controls die ganz schlecht, Kameraaufhängung ist schrecklich, du hast ganz oft, wo du im Neck gehst und du bist blind, die Kamera hängt am Stock drüber. Und das aber auch, sind auch sind Sprangdeler dran, wo du nicht erst an Wasser fahren, sonst kannst du ganz weit drin zurück, das heißt, an so einem Moment da, das ist ein impossible game. Voilà, dann eben, wie gesagt, Animationen, Sprangen, Schlagen und so weiter. Das ist ein Ton für am schwer zu schlagen, das ist kein Ton, du weißt. Das ist ganz komisch. Ja, dann von EA aus. Dann kommt ein Ton und ein DLC-Pack. Und gleich könnte das DLC. Ich habe verstanden, das sind Ninja. Die machen Kicker. So Humor. Ja, die sprangen Ninja nie. Dann kann ich noch so, nun mal auch gesehen, den neuen Add-on für Trials Fusion, den Awesome Level Max. Der freut mich ganz besonders, weil ich ganz gerne Trials spielen und das heißt neue Maps, neue Kostüme, neue Motoren und für allem neue Assets, allem für den fantastischen Map-Editor, den bei dem Spiel dabei ist. Ja, das ist selbst was immer cool von einem Spieler, so ein Heimat, Sache von der Welt, das steht ist nicht, weil also wenn sie einfach just das Spieler freigehen hier Fantasiespiel und dann hast du so nur als Spieler natürlich Tonnen Maps von anderen Leuten, die weiß genial. Ganz seiner Motivation sowohl für Maps zu machen wie auch für einen Spieler zu sagen, los sind nicht nur die 20 Maps die dran sind, solo 20, ne, bei allen Spielern ja nicht, mehr sind
100.000 kein Millionen das beste Kompliment war das Spiel kreen wollen du machen dat hatte ich auch immens cool von beim Computerspiel CD Skylines wo so total das Spiel an aus den Mod-Editor also du kannst den Sachen gemacht das war wahnsinnig der nächste Edition die du von der Reis können und Leute kann ich grafen ist das immer im cool von ein Spiel seht mach das war von besser Publicity wie wann den eben gefühl hört alle Kleinschritte die Mails machen kannst und zusätzlichen Package definitiv mehr cool wie Godzilla oder Football Godzilla ist auch so ein Highlight also das Spiel das witzig das witzig gucken mal Schatzverfahren der Film guckst du da dünn bei Trials waren als könnte gut niegang für den oh ja das war den Jimmy gegen der PJ an engem Trials Face Off das war schon ziemlich spannend und wieder ungefähr sie da lo high an dem kleinen Trailer den Jazz gemacht First loser. Voilà, mir gesehen da war ja schon ziemlich spannend dann auch viel gesucht gehen da muss er unbedingt die Medien gucken Infect Planes Games Channel du hast allmächtigste Shit du musst da klicken unbedingt ja da kommen wir zu einer neuer Kategorie die man letzte Woche schon ganz bisschen ungekündigt hatten und zwar als echt Gewinnspiel da das Hai die fantastische Figur von Yoshi Amiibo dass die Figuren immens flott wenn du Yoshi nicht gerne du hast nur was für den immens schön als Deko da kann ich natürlich auch so nicht nur sind die Amiibos zum größten Teil wirklich immens schön gemacht die sie auch noch nützlich dabei die kann ich benutzen für auf den Wii U kann in die dann an die Spieler interagieren man bei verschiedenen Personage bei verschiedenen anderen Spiele bist und so weiter ja sogar wenn ich kein Wii U hört aber wenn ihr nicht gewinnt das folgende muss nicht bei Pro7 oder kein einfach froh auf nicht mal dass das nicht Fleisch findet den nicht so einfach ich weiß nicht auf jeden Fall muss der erholen was das nächste Spiel also okay das Bild weil ich mir nur Screenshot geholt und der muss heißt per E-Mail schreibt der heißt der hat bis Sonntag also heute Abend 12 Uhr oder Zeit für ein E-Mail schreiben macht wie ein Spiel das dann ist okay und der Screenshot den schnipsen ich hier ran schnipsen den raus Magic das war groß so wie hast die E-Mail-Adresse infectplacegames@gmail.com also wann der Welt ist fantastisch Yoshi-Figur gewonnen schreibt das einfach wie ich spiele das war und dann kann die für nächstes bei auf dem Fernsehfleisch und danke bis 12 Uhr den Abend alle E-Mail die du könnt hast nicht die gültig ganz genau das war schon so werden wir dann so Lösung Schluss da bleibt als nach Fleisch zu so ein kleinen Vierschau nächsten Sonntag an der Show man will es über den bestimmten Thema zu schwätzen und zwar war an der letzten an den Lützeburger Medien ein Artikel die war der neue Etüde diese Stimme da nie gesagt wird wird aus mit Brutalität an Sexualisierung von Frauen an Spieler sowohl wie auch Lyrics Songtexter genau weiß wie sie die zwei nicht verbannen voilà. An mehr 104 geholt dann nächste Woche darüber bis mit detailliert zu diskutieren
was mehr dann so von der Hallen, so von der Etüde, von dem Thema allgemein betrifft. Aber mir wäre froh, wenn der auch eine Meinung dazu hat zum Thema Brutalität, Sexualität als Spieler an den Einfluss davon dann auf die Menschen, auf die Gesellschaft und die Jungleute. Wenn der dazu eine Meinung hat, dann schreibt es ran, sie wird an die Kommentare, sie wird per E-Mail. Und wir werden uns das alles so gucken. Und dann vielleicht könnt ihr einen guten Kommentar auch mal in der Sendung zitieren. Voilà, da wollen wir da vielleicht immer daran an Sendung für den da Diskussionen ranzuholen. Ja, ganz genau. Weil am Anfang, ja, die Artikel schreiben, die Parteien, das ist brutal. Sie möchten Leute, die können nie Spieler spielen. Und dann was ja viel besseren zu fragen wie die Spieler spielen und die heißt, die Non-Stop-Spieler spielen. Ja, voilà. Darum freuen wir uns. Da sind wir am Schluss. Ja, und das ist schon so soweit. Die zwei das gepackt. Wir sind extrem froh, dass der noch guckt. Und wir so auch danke vielmals merci für all das Feedback, den da es gibt. Und wir hoffen, die hat die kleinen Fortschritte gesehen, die wir als gemacht haben, für ein bisschen mehr angenehm zu machen. Und voilà, da bleibt sonst nichts mehr zu sagen. Wir schauen nächste Woche mal, wenn es nächstes heißt. Direkt Start. Gut geschafft, Junge. Gut geschafft. Ja. So, Jimmy, hast du gestern nicht den anderen Jimmy rausgeholt? Ja. War das dann das?